Ja, guten Tag und willkommen zurück zu Episode 3 Unbelievable. Ich habe es geschafft. Von The Long Dark. Wir sind am Hüten von dieser, ein bisschen schrägen Frau. Und wir haben ja die wunderbare Mission. Ich muss nach 3 Hinweisen suchen, um etwas mit Molly zu erfahren, wo irgendwie ganz schräg reagiert hat, nachdem sie für ihren Mann gesprochen haben. Und der blutige Sack da ist abgeschlossen. Und ein blutiger Sack vermute ich ja irgendwie der Kopf von ihrem Ehemann. Was habe ich für Ausrüstung? Ich habe minimale Kleidung. Okay, kann ich da? Nein, kochen kann ich nicht. Das ist im Moment alles auf Maximum. Gesundheitsli hätte ich, aber ich kann nichts zu mich versorgen. Sprich, Knöchelschmerzen. Also lassen wir es mal so sein und dann tun wir halt auch ein bisschen das Gestöhne ertragen. Da hat sich das Futter. Ich muss aber leider nicht an. Alles verriegelt. Medischrank könnte ich gut brauchen, aber ich kann wirklich nicht mit nichts interagieren. Keller ist auch nichts rauf könnte. Da ist nichts. Oh, kaputtes Gewehr. Was hat sich mit dem gemacht? Looks like maybe the barrel exploded. Okay. Das Gewehr, das explodiert ist. Grundsätzlich noch ein gemütliches Häuschen, also sicher wesentlich gemütlicher als beim Omi damals in Milton. Büro hat sie auch noch. Ja, ich würde dir wirklich gerne etwas geben, aber du willst mit nichts interagieren. Ich meine, einen Stoff hättest du längstens machen können. Ein Stoffverband. Ich könnte wetten, das ist das gleiche Familienfoto wie beim Omi, aber ich glaube, dort ist alles schon tot. Also, ich denke nicht, dass da irgendetwas da überlebt hat. Ich hätte aber recht das grünes Häuschen da. Und komfortabel, gehen wir rauf. Ist das eigentlich schon ein Hinweis gewesen? Oh ja. Ein toller Hinweis, ein explodiertes Gewehr. War mal einer Raum nach dem anderen, systematisch alles abgeklappt. Oh, ein Rucksack. Kann machen. Ein Tisch. Das Einzige, was ich mit ihm interagieren kann, ist ein Tisch, den ich nicht zerlegen kann. Das ist das Muster vom Teppich und nicht etwa ein Brief. So, dann haben wir nochmal ein Bad. Erste Hilfe kann ich leider auch nicht nehmen. Da könnte man einen Verband daraus machen. Nein, geht natürlich nicht. Okay. Was noch schön hat, das Dach ist frei, also man hat mega viel Privatsphäre, wenn man da auf dem Klo hockt. Ich kann jeder zulassen, wie man da am Kacken ist. Telefon? Haben Sie es nicht schon mal gehabt? Wo ist denn das Telefon? Wo ist das Telefon? Das Telefon von da, ist das du nicht gewesen? Wahrscheinlich im Büro. Also am ersten hätte ich jetzt das Büro tippt. Hey, ich würde liebend gerne das Telefon geben. Da. What the hell took you so long? Hello?
you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, Doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who. What? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Don't bother people. Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else, got it? Aber ich muss immer noch TVs suchen, oder? Die sind jetzt gestrichen. Wahnsinn. Aber ich weiß, dass ich das gleich noch mal schnell auf und mache da weiter, wo ich angefangen habe. Ja, vielleicht war es ja nur zum Ablenken gewesen, oder die Hinweise sind jetzt verschwunden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also was denn? Da ist schon was, oder? Got it. Also, Kauer. Ja, aber so will ich nicht aus. Ich bin überhaupt nicht ausgerüstet zum Rausgehen. It's a bit. Sollen wir vielleicht zuerst mal heilen? Okay, das ist schon besser. Aber immer noch viel zu wenig. Well, this stuff will come in handy. Ah, sehr schön. Dann tue ich mich doch mal heilen. Also, der Knöchel braucht einen Verband und Schmerzmittel. Macht ja irgendwo durch Sinn. So, also, dann sind wir wieder voll dabei. What? Holy shit. Okay, also was ich schon mal sagen kann, ist, meine Theorie von wegen Kopf im Beutel ist falsch. Der liegt im Keller. Gut, ich meine, es wäre theoretisch immer noch möglich, dass er einfach nicht verfroren ist und sie das so emotional gepackt hat, dass es jetzt so ein bisschen durcheinander ist. Might as well bring this along. For the wolves. Or worse. Okay, also, Basisausrüstung steht. Use this. Ja, Metallschrott muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, das nehmen wir mit.
Das auch. Okay. Okay, so, jetzt schauen wir mal schnell. Kilomäßig sind wir noch voll gut unterwegs. Leiden haben wir keine, alles da. Kleider können wir noch ein paar nehmen, sind wir sicher noch nicht optimal unterwegs. Dann haben wir da gewisses Feuerzeug, Schmerzmittel. Zustand mache ich jetzt mal, die Zeit nehme ich mir jetzt, weil da aussen scheint es recht zu kuten. So ist wenigstens der, aber ich glaube, mehr Knochen mehr reparieren kann ich gar nicht, weil Stoff fehlt. Da brauche ich noch nichts. Dann haben wir da Gewehrpatronen, Revolver. 04, das ist gut. Nein, das passt. Alles schnell durchchecken. Ich habe Magnesiumfackel, ich habe eine Lampe, ich habe Zündhölzchen und ich habe einen Revolver. Den laden wir noch schnell nach. Yeah, Baby! Dann gehen wir doch mal schauen, was da abgeht. Also der ist erfroren, oder? Das sieht, glaube ich, relativ klar von der... Oder sieht er oft so aus wie eine Schlange tot? Ich weiß es nicht. Aber werden wir sicher herausfinden. Speichern. Ich bezeichne das jetzt einfach mal als meine Basis, obwohl das vermutlich ein bisschen hochgegriffen ist, aber darum. There are the lines to the barn. Oh mein Gott. Das ist ja schön, es ist voll im Sturm, aber die Dose steht voll friedlich da oben. Also, ich folge jetzt mal an dieser Sturmlinie. Weil es ist echt affenkalt und ich glaube, es ist der falsche Zeitpunkt, um da... Beziehungsweise... Nein, da gibt es nichts mehr zu tun. Gehen wir da mal nach. Ich glaube, das ist die Sturmlinie, oder? Es ist so schweinekalt, ich bin jetzt in dieser kurzen Zeit schon 1/3 Wärme runter. Okay, das ist schon mal recht nicht gut gewesen. Okay. Gotta stop that blood loss. Ja, das wäre echt von Vorteil. Das Problem ist, ich kann nichts, oder? Ach, welch Glück, dass ich genau das da habe, was ich brauche. Also, dann ist das wohl ein Ding, das einfach muss ziehen, wie sagt man? Ein Encounter, sagen wir noch zu Deutsch, ist ja wurscht. Eine Begegnung, genau. Also, es ist immer noch ein bisschen kühl da rein. I'll take it. Oh, was machen wir jetzt? Folge mir durch das Ding. Hello? That you? Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. And as luck would have it, I'd left my bow in here last summer, completely forgot. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly, I was in your basement. Right. So? I found the body. Shit. Molly, who...
Who was it? Just... It's none of your business. I told you to stay out of my shit. Huh. An old flyer for a town meeting of some kind. Looks like the town's not too far from here. If Mackenzie did pass through, he might have ended up there. Also bin ich jetzt auf mich allein gestellt, so habe ich das gesehen. Ich glaube, im Moment kann ich ja wirklich mal ein grosses Stück einpacken, weil ich ja noch kein Gewichtsproblem habe, oder? Ja. Ei, alles nass. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh. Ah. Also ich müsste echt eine riesen Runde reparieren. Also ich sage es nicht ungern, aber so... in den Schneesturm rausgehen ist eine wenig Geschichte, oder? Jetzt haben wir Stoff, das habe ich nicht mal. Der braucht Leder, die Hose. Ja, den kann ich zumindest reparieren. Aber das ist ein 4 Grad Bonus, den ich habe. Sie ist jetzt schon voll am Verfrieren. Nein, ich muss... Also, ich muss zuerst mal aufwärmen, es geht nicht anders. Da, Buch. Bücher sind die Rettung. Während dem zivilen Leben durch Bildung und in der Postapokalypse man kann damit viel machen. Also, dann kann ich mich jetzt zumindest aufwärmen. Ich mache da Wasser. Ich muss schauen, wassertechnisch. Ja, weil mehr wärmen muss, kann ich einfach ein bisschen Wasser machen. So, sonst gibt es da innen ja nichts. Eigentlich ist es ja noch cool, weil ich bin ja mit dem Mackenzie so gut ausgerüstet war, was Kleider angegangen ist, zumindest bis zum Bärenangriff, dass ich da eigentlich überall durchspazieren kann. Jetzt ist die Szene wieder so ein bisschen Anfangs-Survival. Das heisst, ich muss jetzt zuerst mal das Zeug zusammensuchen. Jetzt mal, der wird heißer, oder, wenn ich da noch Zeug zufüge. So, ich gebe mal ein bisschen mehr Feuer dazu. Dann wärme ich mich auch ein bisschen schneller auf. Und dann ausgewärmt habe, dann geht es raus. Zeitmäßig, ja, geht fast auf die Abend an, aber ich meine, es bringt nichts, wenn ich nicht aufgewärmt bin und rausgehe. Ich denke, ich schmeiße sogar noch ein bisschen mehr Holz rein, damit es jetzt schneller geht. Aber, meine Lieben, nicht heute, sondern in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.